Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, hallo Leute, und das am 28. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Mainz 05. Und wie ihr seht, wir stehen hier auf der Regattabahn in Köln-Fühlingen. Und warum tun wir das? Weil wir nach dem Augsburg-Spiel wieder richtig gut im Rennen liegen. Und ganz ehrlich, wir stehen hier völlig befreit. Ja, und nicht nur sportlich befreit, sondern auch befreit von der Schwarzseherei, der schlechten Laune und diesem ewigen Gezweifel. Und deswegen schreiben wir uns das auch auf die Shirts. Da steht nämlich Jammerlappen. Sendepause! Darauf jedet natürlich, was wohl 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Mainz. Prösterchen, Leute. Schönste Sendepause der Welt. Ja, und apropos Jammerlappen. Wo sind unsere Lappen? Ja, wir haben natürlich keine Lappen, es ist ja Österchen. Ne? Also wir haben Ja. jetzt relativ früh die PK Ostermontag. gedreht. Ostermontag haben wir. Ne? Deswegen gibt es keine Lappen. Und ich hoffe da draußen auch nicht mehr, weil die uns schon ein bisschen auf den Geist gegangen sind. Was konnte man alles lesen in den letzten Fürchterlich. Wochen? Wer plötzlich alles nicht mehr Erstligaspieler war. Wer plötzlich alles kein guter Trainer mehr war, Ja. das Management. Und also man konnte sich schon ein bisschen wundern. 3 Wochen vorher sah es noch komplett anders aus. Ja, und man hatte vor allen Dingen den Eindruck, dass ganz viele Leute jetzt aus ihren Löchern rauskommen und nur darauf warten, dass irgendwas Schlechtes rund um den 1. FC Köln passiert, damit sie endlich wieder losjammern können. Ne? Mir kommen gleich die Tränen, was für Heulsusen, die hier jetzt wochenlang wirklich alles gebasht haben rund um den FC. Und die Krone hat der Jammerei dann natürlich noch diese Geschichte mit der Transfersperre aufgesetzt. Ja, Also ab dann brachen bei den Jammerlappen alle Dämme. Ja, das war wirklich ein willkommenes Fressen beinahe. Ne? Dabei kann man da in Wahrheit noch überhaupt nichts zu sagen. Nee. Das ist natürlich eine beschissene Geschichte, wenn es so kommt. Ja. Aber wir wissen es nicht. Und anstatt auf den eigenen Leuten rumzuhauen, sollte man doch lieber mal optimistisch sein und sagen, was passiert denn im allerschlimmsten Fall? Was passiert im allerschlimmsten Fall? Glaubt ihr wirklich, es ist komplett unmöglich, dass wir mit der Truppe die Liga halten? Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir schaffen das. Ja, und es liegen ja auch ganz viele Chancen da drin. Ja. Ne? Also immer vorausgesetzt, dass es überhaupt so kommt. Das Ja. ist ja hier völliges Stochern im Nebel, das wir betreiben, was wir eigentlich auch gar nicht machen wollten. Aber wir wurden auch von vielen Seiten angesprochen, was wir denn davon halten. Und Leute, haltet mal alle den Ball flach. Wartet doch bitte mal ab, wie dieses Urteil sich noch verändert oder wie es sich entwickelt. Und nochmal zu den Chancen. Es liegen welche drin. Zum Beispiel auch die jungen Leute, die jetzt dann zwangsläufig ja hochgezogen werden müssten. Ne? Ja. Und natürlich sparen wir auch eine Menge Geld. Wir haben gar kein Wir Geld. haben gar Das ist ja das Lustige. Jetzt sagen alle, oh, wir können keine Transfers machen. Wir können sowieso kaum Transfers machen, weil wir gar kein Geld haben. Klar, wir können ein paar junge Spieler von anderen Vereinen vielleicht irgendwie für wenig Geld kriegen, das ist jetzt tot, das ist schade. Ne? Aber in Wahrheit trifft es uns deutlich weniger schlimm, als wenn wir irgendwie volle Möhre im Saft stünden. Ne? Absolut. Das tun wir nicht, sondern wir haben ein paar junge Leute, die wir reinholen müssen. Das hätten wir sowieso getan. Und Ja. die Leute, die wir jetzt, das ist natürlich sau ärgerlich, schon verpflichtet haben, die dann vielleicht nicht spielen können, ausgeliehen werden müssen. Klar ist das nicht geil. Das ist ja alles doch schon wieder kein- viel zu viel Spekulation. Ja, ne? eben. Also ganz ehrlich, Schicksal als Chance, das kann doch nur das Motto sein. Ja. Egal, ob es jetzt um die Einbindung zukünftig von jungen Leuten geht oder ob es auch um das Zusammenrücken im Verein geht. Denn das ist ja auch eine Riesenchance, was die weitere Entwicklung des Clubs, also wie viel Identifikation kann man denn aufbauen, wenn wir aus dieser Scheiße da jetzt Ja. alle zusammen gemeinsam rauskommen? Das wäre die allergeilste Geschichte. Ne? Und ich meine, ehrlicherweise, wir leben doch alle von den unfassbar geilen Geschichten, die der 1. FC Köln und der Fußball so schreibt. Ja? Und das Schönste wäre doch, wenn jetzt der Worst Case eintritt, das will kein Mensch. Ja? Aber wenn es passiert und wir da mit einem blauen Auge rauskommen oder vielleicht sogar wie Phönix aus der Asche Ja. uns richtig geil schlagen, das wäre eine geile Geschichte. Die steckt auch da drin. Ja, absolut. Ich würde mich eher auf die konzentrieren, als dass ich die ganze Zeit rumjammere. Ja. Ne? Also wenn wir eins in den letzten Tagen gelernt haben, dann ist es doch, der 1. FC Köln wird nicht runtergehen in die 2. Liga. Nein. Das ist absolut kein Thema mehr nach dem Augsburg-Spiel. Und der 1. FC Köln wird auch niemals
untergehen. Und Never, wenn sie never. uns auf Jahrzehnte vom Transfermarkt ausschließen, dann ist uns Dreseal als 1. FC Köln. Ja, da muss eben alles, was irgendwie darf, auf dem Platz. Ne? Notfallspieler mit 22 Mann kriegen wir auch hin. Ja. Also das kriegen wir schon hin. Was ist mit Augsburg? Ne? Denn das war natürlich jetzt der, wie soll ich sagen, die Initialzündung für unsere Befreiung. Ja, also wirklich, das war eine absolut tolle Mannschaftsleistung. Nach dem Spiel wurde versucht, wieder ein Haar in der Suppe zu finden. Es wurde quasi nach dem schlechtesten Spieler gesucht in einer wirklich hervorragend funktionierenden Mannschaft. Das war auch wieder typisch Jammerlappen-Gehabe. Ja, das habe ich auch gelesen. Unterm Strich war das für mich ein hochverdienter Auswärtssieg, der keine Sekunde irgendwo in Gefahr war. Und die Jungs haben das souverän runtergespielt. Wir haben ganz, ganz wenig zugelassen. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Spielglück, das gehört aber dazu. Haben wir in den letzten Wochen auch ein paar Mal drüber gesprochen. Mit dem VAR, es waren ein paar Millimeter. Das Tor nach einem Einwurf, als Augsburger würde ich natürlich sagen, darf niemals fallen. Aber es ist gefallen. Du bist ja auch kein Augsburger, das ist übrigens sehr gut, sonst würde ich mit dir hier nicht stehen. Ja, und apropos Augsburger, die haben ja auch ganz schön rumgejammert nach dem Spiel. Das war Ne? das Allergeilste. Und was haben wir gemacht? Ne? Ich meine, Baumgart hat es vorher noch gesagt, wir haben noch nie einen Gegner gespiegelt, vielleicht machen wir das diesmal. Ja. Immerhin in der dreckigen Spielweise haben wir es getan. Und wer jammert danach rum? Ja? Die Augsburger. Ja, jetzt macht man es genau wie die und dann finden die das richtig, richtig scheiße, so wie wir immer über die gemotzt haben. Das tut schon auch gut. Das fand ich sehr lustig. Ja, aber sind sogar Kölner auch drauf eingestiegen oder haben wir auch am Davy Selke rumgemäkelt nach dem Spiel. Aber du hast doch alles richtig gemacht, wenn die Mutter aller dreckigen Mannschaften sich nach dem Spiel beschwert, dass du dreckig gespielt hättest. Ja, also ein schöneres Kompliment kann man dir doch gar nicht machen. Kann man gar nicht machen und kann man auch Davy Selke nicht machen, ehrlich gesagt. Wir haben das auch schon mal früher angesprochen, dass wir gesagt haben, das ist so ein Spieler, den du, wenn der in einer anderen Mannschaft spielt, hast du den natürlich wie die Pest. Ja? So, diesmal war halt für uns derjenige, der da ein bisschen dreckiger gespielt hat, geil. Und da freut man sich, weil die anderen regen sich auf, nicht wir. So ist es eben. Ne? Also insofern finde ich das total, ist alles positiv und ich möchte nur einfach auch nochmal appellieren an alle, bitte, bitte Leute, seid ein bisschen realistisch. Ne? Ja. Wir sind ja nicht der FC Bayern. Ne? So. Was ist mit unserem Gegner jetzt? Na gut, also die Mainzer spielen natürlich eine hervorragende Runde. Wie oft nicht verloren? 10 Mal? Ich weiß es gar nicht genau. Über 10, glaube ich. Ne? Also haben allerdings jetzt gegen Werder Bremen zu Hause auch nur 2:2 gespielt. Da sieht man auch wieder, in der Bundesliga kann jeder jeden schlagen. Ja. In dem Fall war es ein Unentschieden. Wir können Bayern München schlagen. Wir können auch gegen Schalke verlieren, haben wir unter Beweis gestellt. Also beide Spiele gingen ja unentschieden aus. Aber gegen Bayern haben wir in der 90. den Ausgleich kassiert. Gegen Schalke hätten wir ihn fast noch kassiert. Das heißt, wir treten gegen Mainz natürlich auch wieder auf völliger Augenhöhe an und haben die Chance, das Spiel zu Hause zu gewinnen. Ja, und dann alle, die immer sagen, wir bashen die Gegner und hacken da immer drauf rum, das machen wir mit Mainz jetzt nicht. Die haben einen großartigen Trainer, die haben eine super Saison gespielt bislang. Bedeutet trotzdem lange nicht, dass wir da irgendwie mit eingekniffenem Schwanz gegen die auflaufen. Ja. Ganz im Gegenteil. Sondern die hauen wir jetzt auch noch aus dem Stadion und dann, sagen wir mal, sind wir im Rennen noch besser unterwegs. Ja. In dem Sinne sind wir, glaube ich, durch, ne? Oder? Ja, ich würde sagen, Sendepause, ihr Jammerlappen. Und an alle anderen, wir sehen uns am Samstag um 15:30 Uhr in Müngersdorf. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Prösterchen. Ciao.